Merci, Herr Präsident. Für eng Joer genau ich mein vor den 10. Dezember beim Kerz für Menschenrecht der Demos schon ha stung Hummer ha Gesetz gestimmt iwwer de Kaf de Lancement an d'Exploatioun vun engem militärisch politische Satellit wie geheescht huet, die sogenannte GovSat. Haut stemmen Kredit fir den Opkaf vu Kanäel Satellit fir NATO Militärdrohnen als Beitrag zum Militäreffort vun der NATO. Datei as awer fir Reis net den einfachen technische Projekt mat ekonomische Return been. Ich meine an der Zeit besonders schumelieren muss in all Militärausgab och besonders ënner Lupuelen an Kontext gesinn. Well ich mengen, dass d'aktuelle Situation Appes andrucksvoll beweist. Azwer das mat militärische Mitteln echtens kein Problem geleist könne gin, méi au contraire das Problem nach kannnen verstärkt gin. Well wann da net so wie, dann wären Probleme lang am Mittleren Osten geleist zente dem Irakkrieg vun den USA. Und ich meine noch, dass der Syrienkrieg eben just ein aktuelles Beispiel als wat wir gefore können vun enger Kriegsstrategie ausgoen. Los mal darum mal fir nahe feiere wat dem Moment Assyrien geschitt, ihr Damen und die Herren. Assyrien sind 4 vu 5 permanente Membern vom UNO-Sicherheitsrat. Die USA, Russland, Frankreich, Großbritannien, alle guten Atommächten, die do intervenieren mat schwerem Kriegsmaterial für allem aus der Luft. Sie intervenieren do mat unkloren an deelweis widersprüchlichen Kriegszieler, wat jo net gerade eng beste Voraussetzung als für Krieg zu feieren. Ennner engem Begriff, anzwa Kampf gegen den Terrorismus. Lo ist aber so, dass die Menge sind Terroristen andere sind wie die anderen sind Terroristen. Was die auch weist, wie unbrauchbar, aber wie eminent politisch andehnbar der Begriff Terrorismus us sich ass. Die eng wollen de Regime Change a Syrien, die anderen wollen de Regime herlen, ein Regime, die selber auch Terror übrigens ausübt, gegen die eigene Bevölkerung. Die eng hun Alliierten, die de Regime wollen stürzen, die anderen Hunde, die de Regime wollen herlen. Ennner den Alliierten as grost NATO-Land Türkei wat schon een militärischen Zusummenstoß hat mat engem UNO-Sicherheitsmember Russland eben just wenn's denen unterschiedlichen Ziele. Dat war kein Irrtum, mit das well die 2 Länder, die do engagiert sind, unterschiedliche Ziele haben. Theoretische Gegner von all den Kriegsparteien als zwar eng mafiös Mörderband IS oder Daesh genannt, die aber gleichzeitig Handel mit der Türkei treibt, ab bis in 10 Armeier das durch den Waffenarsenal, den sie krit huet aus der Ablesung von einem anderen Staat, dem Irak, wat Resultat war von einem anderen Regime-Change. Krieg. Ennner den Alliierte sind noch dubios, aber offiziell unerkannte Kalifater, ich nenne sie nicht einmal am Numm und diplomatische Beziehungen zu denen, es ihnen der Petrol kennt. An die Länder, Hunden yes, lange Unterstützfläche unterstützen sie Haut nach bei seinen Erfolgen für ein weiteres Kalifat aus Syrien oder am Irak abzurichten. Und dann ist noch Kurden froh am Hintergrund, die ihrem Türkei unterscheid von seinen westlichen Alliierten. Das ist also nicht einfach an dem Krieg. Und wir sind noch mans aber d'accord sind, dass mit Bombardementen aus der Luft kein Probleme zu lösen sind auf der Platz. Und dass die ganze Situation, an der wir hier hergeschlittert sind, ein Schreck ist, eben just von den Erfahrungen mit rengen militärischen Mitteln Lösungen herbeizufeiern am Irak. Ich will hier nicht von potenzieller Schwätzen für einen eventuellen Weltkrieg auszulesen. Ich meine nicht, dass das die Situation ist. Mir gefährlich ist es. Ganz gefährlich. Und ich meine noch, dass ich das muss ich erwähnen, an diesem Kontext, und dass das also auch mis zu frohen Ulas gehen, wenn wir so ein Projekt wie den heute stimmen,
Erstens stellt sich die Frage vom Völkerrecht, wen definiert wird, wo zu machen ist. Es sind nicht die USA, Großbritannien zum Beispiel, die dezidiert, was am Irak zu machen ist, als Russland, was dezidiert, was an der Ukraine zu machen ist, als Frankreich, das, was dezidiert, was an Libyen oder an Syrien zu machen ist. Oder als es nicht du noch, die müssen Decisionen holen, aufgrund von Texten, die für alle Guten gültig sind, aber wenn die Texte nicht gibt, müssen sie herausgeschafft gehen. Wir fährten, dass die Stadt, was die letzte Zeit geschieht ist, du noch auf dem Niveau von der Société des Nations für den Zweiten Weltkrieg zurückgefordert gehen ist. Und Weg sind haut teilweise dieselben Imperialmächten, die für den Ersten Weltkrieg zuständig waren. Und das in einem sozialökonomischen Kontext, Herr Präsident, an Europa, den in 30er Jahren erinnert. Und mit Flüchtlingsströmen, die sich aus der Destrukturierung von ganzen Ländern ergibt, nicht nur durch Kriege wie in Syrien, aber auch durch wirtschaftliche Destrukturierung über Freihandelsabkommen wie in Afrika. Zweitens stellt sich ganz klar, aber wir sind hier im NATO-Kontext, vor von den Bündnisstrukturen. Wie sehr kann man an einen Kriegsfall herangeraten? Wir haben einen NATO-Bündnispakt mit der Türkei. Das ist ja nicht auszudenken, was geschehen, wann der Konflikt mit Russland eskalieren. Wir haben eine Bündnispflicht an der NATO. Aber noch neuerdings eine Bündnispflicht innerhalb von der EU, die Frankreich mobilisiert hat die letzte Zeit. Aber wo der Minister auch zugestimmt hat, für das zuzusichern. Das wird nicht, wo das gefroht ging. Ich fand übrigens, dass es ungerechtfertigterweise auf dem Artikel mobilisiert ging. Denn jetzt als kein Staat, wir sind nicht am Krieg mit einem Staat. Trotzdem spielt hier der Bündnisfall. Es ist noch der Meinung, dass der EU kein Militärpakt ist, kein Militärpakt darf gehen. Trotzdem sind wir gehalten, aufgrund von einer Klausel vom EU-Vertrag, wo wir selber noch nicht das muss davon wissen. Wir sollen nächste Woche ja Abschluss darüber kriegen an einer Sitzung von der Außenpolitischen Kommission. Drittens stellt sich eigentlich froh vom militärisch-industriellen Komplex. Das ist ein Ausdruck, den der Präsident Eisenhower an den USA in den 50er Jahren gebraucht hat, an dem man Amerika gewarnt hat, für an die Abhängigkeit zu kommen, zwischen dem Zusammenspiel von Militär mit der Großindustrie. Das ist vom Eisenhower. Und ich meine, dass die Frage sich auch stellt heute an der EU. Und zwar durch den Lissabon-Vertrag, den ein hohes Niveau von militärischer Kooperation vorgesehen, als sie noch Beschluss geholt gehen, für einem Jahr ungefähr, die wollen die europäische Rüstungsindustrie als Weltpol ausbauen, und die auch fordern eine Synergie zwischen militärischen und zivilen Bereichen. Und das ist ein bisschen noch was wir machen, Herr Präsident. Da ist also ein neuer militärisch-industrieller Komplex an Europa, den am Gang ist, zu entstehen. Er leidet doch nicht auf der Hand, dass die militärisch und politische Interessen Syrien benutzen als ein Testfeld für neue Waffensysteme. Gerade so wie die USA das machen, gerade so wie Russland das möchte, gerade so wie die Länder alle Guten, die daran impliziert sind. Das ist also in dem Kontext, wo wir die Projekte hier diskutieren. Das, was wir hier sollen stimmen, das ist ein höchsttechnologisch integrierten Teil von einem Waffensystem. NATO-Abklärungsdrohnen, das steht auch am Bericht ganz klar dran, gehen aktiv 4 Uhr während an no Waffengang. Dafür kann ich das nicht mehr als eine gut ökonomische Occasion hier diskutieren. Kann ich nur nach so, letztendlich hat keine Kriegsindustrie, ich meine nicht. Drohnen, auch Abklärungsdrohnen, ist ja nicht harmloses. Es gehört zum Krieg, Abklärung gehört zum Krieg. Und es kann kriegsrechtlich diskutabel sein, besonders wenn Ziele da mal da herausgesicht anvisiert gehen, die für Aktionen hier herren, zum Beispiel, die gegen Kriegsrecht verstoßen. Das ist nicht theoretisches Kundus war zum Beispiel so ein Ziel, und das zu Recht, dass man irgendwo zugestimmt hat, wo man Abklärung über die Bombardement von dem Spedol verlangt haben. Und noch von zivilrechtlich NATO soll für den Schutz Abkommen von den Drohnen, geht aber den Urteil letztendlich über diesen Satellit. Es ist also ein paar Mal froh abgeworfen gehen, wird für Apparater sonst noch können dirigiert gehen über den GovSat
oder auch über einer SES-Satelliten. Wir stimmen dafür gegen die Projekte, das wird keine Überraschung sein für euch, weil uns besonders an diesem Zeitpunkt international zu einem gefährlichen Moment oder in einer Weise positioniert, die nicht am Interesse von unserem Land ist, an den zu verwerfen ist. So nicht, merci.